Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Prächtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. Ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Der Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Ihr habt davon gehört, wie? Ja, ich I'll decorate my... Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Das mag sein. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Aufhören, es zu versuchen. Loft Decorations, Dining Room. Wie ihr wünscht. Kommt wieder, wenn ihr neue Dekorationen für euer Zuhause erwerben wollt. Natürlich. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Wurscht. Lasst eure Waffen in Anwesenheit des Jarl bitte stecken. Natürlich. Ich habe nichts anderes vorgehabt. Ja, und die Lydia ist Fujigato. Na gut. Endgültig. Die wird wahrscheinlich noch immer dort liegen, wo wir es verlassen haben. und ihr habt Fürchtet euch nicht, ob Drache oder Riese. Wir werden mit allem fertig. Ja, ja. ihr emporstiegen und aus Es ist wirklich eine Schande, nicht wahr? Ja, ja. Himmelsrand ist eine Schande. Was ist los? Drachen? Ja, du Angstscheißer. Da müssen wir, glaube ich, obi. Fühlt ihr euch krank? Ja, du machst mich krank, aber mehr schon nicht. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Was soll denn der gute Tag des Tages? Was haben denn die halt alle für Probleme, bitte? Na gut, da schaut es wirklich aus wie für die Penner. Aber das ist mir jetzt eigentlich einmal relativ scheißegal. Ich brauche nur fremd sonstiges. Schlüsselbücher im Namen von Balgrub dem Großen an alle fähigen Männer im Banditenlager Stille Monde. Stille Monde, da waren wir ja schon. Naja. Die Schatzkarte. Jetzt. Egal. Und zwar ablegen, ablegen, ablegen.
Hab ich Trottel jetzt da die Dings abgelegt, die... Also falsch. Hab ich Depp jetzt den Dings angelegt? Ja. Was könnte man dabei noch in die Truhe einer tun? Ablegen. Mhm. Zaubertränke, da hätten wir ja so viel, gell? Aber da gehen wir zu der einen Wapplerin da. Mal schauen. Barkeeper. Na bitte, wissen wir das auch. Gut. Wie spät ist denn jetzt überhaupt? 10 Uhr morgens. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Danke. Na, Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied... Sie können nicht Ihr Maul halten. Na gut. Wir haben kleine, die besten Waffen und Rüstungen. Ja, das erzählen sie mir alle und im Endeffekt... Naja. Werft einen Blick darauf. Mei, ich bin ein Todel. Ich hätte eigentlich die Waffen mitnehmen können. Das gefällt mir aber. Ah, das haben wir schon verkauft. Glaube ich halt. Das nehmen wir mit. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Immer doch. So, 214. Und zwar... Karte. Redoran. Daher... Boah. Ah, da sind wir. Wenn uns wieder durch auf viel. Super. Wir packen uns da durch auf, weißt, und da ist die Straßenschau. Da. Das hältst du ja im Schädel nicht aus. Was für ein leckerer Augenschmaus, das hältst du ja im Kopf nicht aus. Klein Kenny hat hier schon gewütet.
Da haben die Banditen ein Ei ausgebrütet. Nein. Wir können noch nichts machen, gell? Nö. Können wir irgendwas? Nö. Wir können nichts verbessern, wir können nichts machen. Außer schöne, nicht brauchbare Dinge. Gut, nochmal in die Mine rein. Ich hab dort was, ganz was Überlebenswichtiges vor. Wo war denn das jetzt da? Das war der Anführer, das ist logisch, ne? Nicht wahr? Eisnerz. Diese Ader ist erschöpft. Wie viel wiegt man denn? Ja, ein bisschen Gewicht können wir noch zu uns nehmen. Sonst heißt es gar noch, die Frau sei unterernährt. Den wollte ich noch mitnehmen. Das lassen wir alles da. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was musst du da erledigen, dass du das Haus kaufen kannst und selber herrichten. Ich weiß es nicht mehr. Mädel, du bist ein richtiger Schürfer. Oder auch ein Kaffeeschlürfer. Sehr brav. Ja, genau so mag ich es. Genau so mag ich es. Weg. So, wieder zurück zum Karl. Zum Karl. Ausnahmsweise. Ah. Ah, wir können was produzieren, schau. Bin mir 100% sicher, wir sind gleich wieder überladen. Und wenn, ist mir's auch wurscht. Wow. Ja. Oh. Wir sind noch gar nicht so viel, wie ich mir gedacht habe. Gusseisener Topf. Warte mal, jetzt probieren wir schon was anderes. Wir haben ja noch eine Quest. Und zwar,
da wir eh gerade unterwegs sind mit den Schars mal schauen, ist da irgendwas angeschrieben? Na. Aber wieso gerade 20? Und auf der Karten wird nichts eingeschrieben sein, gell, wo man das findet. Na. Windhelm, Schrein von Azura, Winterfeste, Dämmerstern, Einsamkeit, Ustengrab, Rorikstadt und Markarz. Mortal. Was müssen wir alles noch machen? Egal, wir werden das jetzt anders machen. Ja. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Volltrottel. Naja. Wir werden die Quest so schnell aktivieren. Ah. Sittgeier. Mal schnell rein zum Karl. Wer ist er? Fühlt ihr euch krank? Hellwart. Ja, was wollt ihr? Das da. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Hier, ihr habt euch eine Belohnung verdient. Wisst ihr was? Ich mag euch. Ihr habt keine Angst, eure Hände schmutzig zu machen. Ich erteile euch hiermit die Erlaubnis, in Falkenring Grundbesitz zu erwerben. Sprecht mit meinem Vogt, falls ihr daran Interesse habt. Brauchst du sonst noch was, Karl? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Ja. Dann macht euch auf den Weg. Besucht mich doch mal wieder. Vielleicht habe ich dann einen Auftrag für euch. Sehr gerne, Euer Lordschaft, Euer Durchlaucht. Du alte Hefepaste, sitzt du mal dumm, hoppala, und tut nichts. Naja. Da kann ich Hefe gleich auffressen. Gut, wir dürfen Grunderwerbnisse erwerben. Jetzt schauen wir mal ins Questbuch. Ins Questbüchli. Das können wir noch machen. Da kriegen wir auch wieder ein bisschen was zusammen. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht, weil ich so schlau bin. Karte. Wir müssen Iva Stadius Delicticus. Da müssen wir her, genau. Klimek! Ah, schön euch wieder zu... Das ist ein Aufstieg, was?
Auf jeden Fall weiß ich es zu schätzen. Hier, nehmt diesen Lohn für eure Mühen. Oh, was ist passiert? Dankeschön. Danke nochmal für die Lauferei. Müsst ihr mich wirklich ausgerechnet jetzt belästigen? Ja. Na, dann geh ich halt. Mal wurscht. Ich brauch die eh nicht. Was ist da hinten? Ah, nix. Wie immer halt. Nö. Da ist nix. Was ist... Doch, da ist was. Schau. Oh, eine Stirnwurz. Aha. Ja, sicher. Ihr seht schlimmer aus, als ich mich fühle. Ryder war da und dann weg. Ist Pflanzen sammeln gegangen und kam nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Nein. Alle haben gesucht und niemand konnte sie finden. Wilhelm hat gesagt, dass sie wiederkommen wird. Hat gesagt, Nafi, keine Sorge. Ryder wird zurückkommen. Hä? Frag Wilhelm nach Ryder. Von Vater habe ich mich verabschiedet. Von Mutter habe ich mich verabschiedet. Ryder geht und Nafi kann sich nicht verabschieden. Das macht Nafi sehr, sehr traurig. Nafi muss sich von Ryder verabschieden können. Okay. Der Berg wird euch auffressen. Passt auf den Berg auf. Ja. Der Berg soll sich lieber von mir in Acht nehmen. Ihr wisst ja, wie das ist. Jede Bohne ein Tone, gell? Mhm. Wer bist du? Ah, Klimek. Jedes Böhnchen ein Tönchen. Gwillin. Temba Wiedarm. Na, die schaut schon so blöd. Willkommen im Gasthaus Wielemühe. Wenn ich Bark. etwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Was ist die Geschichte von Nafi? Der ist harmlos. Er befindet sich in diesem Zustand, seit seine Schwester Ryder vor über einem Jahr verschwunden ist. Er lebt zurückgezogen im verfallenen Bauernhof seiner Familie, auf der anderen Flussseite. Ihr habt Nafi gesagt, dass sie zurückkommt. Das habe ich nur gesagt, damit der Arme sich besser fühlt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tot ist. Ryder hat immer Zutaten gesammelt, auf der kleinen Flussinsel östlich von hier. Eines Tages ist sie dann einfach verschwunden. Ich habe nach ihr gesucht, aber sie ist nie wieder aufgetaucht. Okay. Erzähl mir über das Da Hügelgrab. gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ehrlich. Suchen die Geister auch eure Stadt heim? Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Ich könnte Nachforschungen anstellen. Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, dann nur zu. Ausrichten, einrichten. Der Hauptdarsteller dieses Spiels wird schon hinrichten. Wenn ihr zum Kloster hochsteigt, dann passt auf, wo ihr hintretet. Ich war schon Es ist ein oben. langer Weg nach unten. Entschuldigt, meine Dame. Ja, bitte. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele?
Wenn euch der Sinn nach etwas Musik steht, dann lasst es mich wissen. Interessant. Müsst ihr mich wirklich ausgerechnet jetzt belästigen? Halt's Maul. Dir sag es. Ja, ich werde jetzt aber trotzdem eine kleine Pause einlegen. Wir wollen uns ja schließlich und endlich irgendwann einmal ein Häuschen kaufen. Stahlpfeil. Ich will mir aber die Kultistenrobe trotzdem mitnehmen. Ich werde jetzt da trotzdem eine kleine Pause machen und in der nächsten Episode werden wir da einige Quests aktivieren und abarbeiten. Passt schon, Mädel. Danke. So. Ein bisschen Lehm schadet nie. Und wir haben einiges zu tun. Ich hoffe, du bist wieder dabei und also dann bis nachher und bis später. Baba.